Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir haben uns ja wieder mal irgendwo eingebuddelt und dann da ein paar Sachen verräumen und so weiter. Weil wir ja im Dschungel sind, ein bisschen etwas gesucht, ist leider Abend geworden und daher haben wir dann müssen schauen, dass wir da uns irgendwie schnell ein bisschen einbuddeln. Ich höre da immer noch, oh mein Gott, jö, wirklich jö. Was bringen die, kann man die mitnehmen? Jetzt wollte er, okay, ja, ich gehe aus dem Weg, Entschuldigung. Ich esse mal ganz kurz schnell etwas. Ja, da innen hat es nichts für dich. Kann ich da durch? Oh, Entschuldigung, wollte ich noch runterschupfen. Die Zeit, oh mein Gott, jö. Also wenn wir so einen Pandastall könnten bauen, wäre mega herzig. Also das ist jetzt wirklich einfach gerade mega herzig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde da mal ganz kurz noch ein Loch zu machen, weil ich sehe da schon, Pandas sind da ein bisschen unbeholfen, sonst stecken sie plötzlich in dem Loch fest. Ich würde sagen, ich habe ja vorgehabt, wir haben extra für einen Share gemacht, dass wir ein paar Ranken noch einsammeln und dann uns ganz langsam wieder auf den Retourweg machen zu unserem kleinen, schicken Häuschen. Das sieht aber strange aus, der Boden da. Ist das auch so ein spezieller Boden? Okay. Genau, die Ranken da, die würde ich gerne abnehmen. Und dann gehen wir langsam zurück zu unserem Hütchen und dann habe ich nämlich noch eine spezielle Idee gehabt, und zwar, ich würde gerne meine eigene Mine bauen. Ich habe mir mega viel Gedanken gemacht, so, hey, was willst du als nächstes bauen, wie wollen wir das machen, was soll ich machen? Und dann habe ich mir einfach gedacht, hey, weißt du was? Es wäre doch noch eine lustige Idee, wenn wir unsere eigene Mine bauen, weil für die Projekte, die ich vorhätte, bräuchten wir mega viel Stein, allgemein mega viel Materialien. Und als Gebüsch kann ich mit dieser Schere auch kaputt machen. Ja moin. Ja moin, aber Gebüsch brauche ich nicht, ich brauche nur die Ranken, die da dran sind. Und cool wäre, wenn wir glaube ich so einen 64er-Stacker mitnehmen, weil dann können wir das bei uns eigentlich wieder wachsen lassen und dann immer wieder abfarmen. Okay. Wo bin ich jetzt wieder? Okay. Muss man schon schauen. Wir haben da viel bessere Plätze gehabt, wo wir so Ranken gefunden haben. Vielleicht finden wir da ein besseres Örtchen. Warte, da hätten wir noch einen Baum mit Ranken. Das hat er überall. Also ich muss mir da eigentlich keine Gedanken machen. Wir bauen da jetzt einfach alles ab, was wir finden. Dass wir sicher mal so einen 64er Stacker mitnehmen, dann können wir unsere eigenen Bäume nämlich damit einpflanzen. Und durch das kommen wir dann immer wieder neu von denen über. Ich glaube, für die braucht man sogar für die bemoosten Steine. Und ich mal ganz am Anfang erzählt habe, dass ich gerne meine Wege mit so bemoostem Stein machen. Ich glaube, das macht man sogar mit denen. Ich bin mir ziemlich unsicher, aber ich glaube, das war mit denen gewesen. Unser Haus sollte ja irgendwo da hinten liegen, wenn ich da meiner Koordination glauben darf, die ich da mit dem Kopf habe. Genau, und nochmal zurück zu dem, ich würde gerne eine eigene Mine bauen, und zwar einfach aus einem einfachen Grund, ich habe ein riesen Projekt im Kopf, das ich gerne machen würde. Aber für das brauchen wir so viel Stein, so viel Holz und weitere Sachen, dass ich mir einfach denke, hey, ich glaube, eine eigene Mine würde uns helfen, weil wir würden dadurch so gut viel Bruchstein farmen. Gleichzeitig würden wir wahrscheinlich noch sehr viele andere Materialien finden, wie Eisen, Gold, vielleicht sogar Diamanten, weil ich würde dann schauen, dass wir da die 16 tief machen, und dann können wir dann überall eigentlich anbuddeln, dass wir schauen können, dass wir irgendwie auch Diamanten finden. Um dann einfach genug Materialien haben für wirklich dann auch das nächste Projekt, das ich vorhabe. Was genau es ist, das verrate ich natürlich jetzt genau noch nicht, sondern ich verrate jetzt einfach mal, dass wir unsere eigene Mine machen. Und durch die eigene Mine können wir dann schauen, dass wir dann wirklich die nächsten Projekte vorgehen. Klar bräuchten wir jetzt allgemein einfach so einen Kuhstall, einen Schäflistall und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist fast schon schneller gemacht als das nächste Projekt, das ich vorhabe. Und wir müssen ja nicht von heute auf morgen alles irgendwie erledigt haben. Haben wir schon 64 zusammen? Ah ja. Da bin ich gerade überlegen, weißt du, soll ich das Schwarzpulver weglassen? Komm, wir nehmen das Schwarzpulver weg und lassen lieber das mit. Oder ist das dumm und ich sollte lieber Schwarzpulver mitnehmen? Habe ich denn irgendetwas, das ich wirklich weglassen kann, wo ich sagen kann, nein, danke, brauche ich nicht? Eigentlich würde ich aber gerne wirklich alles mitnehmen, weil viel da, Kohle, Holz. Nein, komm. Dafür sammeln wir aber noch ein paar. Ich denke, das wird eine gute Idee sein, wenn wir dafür noch ein paar sammeln. So, dann machen wir nämlich nochmal einen 64er Stack voll, wenn wir das bekommen. Und dann machen wir uns nämlich langsam zurück zu unserem Hütchen. Und dann muss ich gerade mal schauen, ob wir mit dem unser bemoostes Steichen machen. Wenn das wirklich geht, dass wir mit dem unser bemoostes Steichen machen, dann muss ich einfach sagen, juhu. Wird das cool. Den muss ich ja, glaube sowieso dann immer einfach irgendwie einen oben anpflanzen, dann wächst der nämlich automatisch nach unten, und so können wir dann immer schauen, dass wir eigentlich genug so zusammenbekommen, also dass wir immer mehr bekommen. Oder jetzt sind wir die Ranken da mal noch mit, also da im Dschungel hat es sowieso genug, da können wir wirklich über alles ein bisschen sammeln. So. Dann runter mit dem Zeug. So, wie viel haben wir? 46. Okay, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg in die Richtung.
Und dann schauen wir gerade mal schnell, ob wir da hinten in die Richtung zu unserem Hütchen noch ein paar Ranken mitmachen können. Weil eben, soweit ich weiss, sind wir da hinter den Berg irgendwo. Und sonst habe ich sonst per Zufall sogar meine Koordinaten. Dann müssten wir einfach nach meinen Koordinaten gehen. Wenn ich das jetzt nicht aus dem Kopf für bekomme. So, warte, dann da noch schnell. Dann sollten wir sicher mal fast auf die 64 kommen schon mal. 59. Ist ja auch schon mal recht was. Komm, dann da noch schnell. Zack. 63, noch einen. 64. Voilà. Und unser Inventar ist eigentlich so gut wie voll. Dann würden wir mal schauen, dass wir da in die Richtung kommen. Und schauen, dass wir unser Häuschen finden. Aber wir sind da, oder es ist wirklich genau so in die Richtung. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen mal güchseln. Ich habe gemerkt, unter Wasser bin ich eigentlich ein bisschen schneller unterwegs. Das könnten wir ja ein bisschen ausnutzen, dass ich da so am Boden entlang schwimme. Solange wir unsere Luft nachhalten. Ich habe immer noch den Debuff von dem huren Banner, weil ich die anderen zwei getötet habe, die mich angegriffen haben, mit der Armbrust. Ich habe immer noch keinen Blassen, was die sollen genau sein oder was der Buff macht. Oder. Naja, mal schauen. Das Bötchen wäre wirklich vielleicht noch irgendetwas, aber gut, jetzt machen wir uns auf die Zurückreise, dann können wir... Hä? Wieso kann ich da jetzt nicht... So, da drüber schwimmen. Geht doch! Hey, immer so kompliziert da. So, jetzt haben wir noch ein paar Luftbläschen, nachher sind wir, aber wir sind schon fast am Ende. Jawohl. Dann gehen wir mal hier in den Berg und dann schauen wir mal, ob wir einigermaßen richtig sind. Können wir hier schauen, ob wir einigermaßen richtig sind. So. Let's go. Würde ich sagen, haben wir eigentlich wieder eine gute Erkundungstour gemacht. Wir haben ein bisschen etwas gesammelt, besonders dass wir Diamanten noch gefunden haben, das ist ziemlich gut. Die brauchen wir ja dann sowieso für unsere Bücherei, wo wir dann auch noch basteln müssen. Aber eben, ich wollte jetzt zuerst mal eine eigene Mine bauen. Ich denke, das kommt noch ziemlich cool. Dann müssen wir einfach schauen, wie wir die genau gestalten wollen. Wir müssen da sicher auf Ebene 16 runterkommen, also minus 16. Und dort sollten sich halt dann meistens auch noch Diamanten befinden. Und wahrscheinlich dann auch noch genug andere Rohstoffe. Aber wir schauen uns das jetzt mal an, wenn ich dann den Weg zurückgefunden habe. Da hinten sehe ich auch schon unseren Riesenturm. Das heisst, wir sind eigentlich nicht mal so schlecht dran. Ne? Dann sollte sich bei da unser Haus befinden. Hey, die Geräusche, die mir alle von sich geben da. So, warte, dann können wir ja da mal schnell untertauchen und dann mal schnell einmal ein bisschen dafür schwimmen. So kommen wir eigentlich ziemlich zügig vorwärts, wenn man so unter Wasser schon schwimmen ist. Oder ich meine das einfach nur. Kann ja natürlich sein, dass ich das einfach nur meine. So, da ist unser Turm, dann wird da hinten unsere Hütte stehen. Können wir gerade mal noch ein paar Eier reinrühren, um zu schauen, dass wir da noch ein paar mehr von unseren Chicken erzeugen. Von unseren wunderschönen Hühnchen, damit die Farm dann nämlich auch mal ein bisschen zur Geltung kommt. Und wenn dann genug drin sind, dann werden wir wirklich genug Eier farmen und alles drum und dran. Ich weiss aber natürlich nicht genau, für was wir noch Eier können gebrauchen, aber ich habe gedacht, die Hühnchenfarm ist immer gut. Die Hühnchenfarm ist immer gut. Eigentlich wäre natürlich jetzt so eine Rinderfarm, also eine Kuhfarm, oder eine Schöflifarm einiges praktischer schon gewesen. Aber ich habe mir gedacht, komm, why not? Eine Hühnchenfarm machen wir. So, jetzt müssten wir da irgendwie mal dann noch rechts gehen, dass wir da überhaupt zu unserem Hütchen kommen. Ah, da ist alles ein bisschen überwuchert gerade. So. Irgendwo da hinten sollte es dann sein. Ah, da haben wir mehrere Fackeln. Das ist die eine Höhle, die ich mal wieder gesucht habe. Alles klar. Alles klar, die ist in dem Fall nicht mal so weit weg von uns daheim. Die ist da hinten. Sind wir? Okay. Okay, Doc. Dann haben wir mal herausgefunden, wo die Höhle ist, die wir ganz am Anfang mal gefunden haben. Wo ich unbedingt wieder hin wollte. Aber irgendwie das dann doch nicht geklappt hat. So, unsere Baumfarm da hinten wird auch noch ziemlich schmackhaft. Also wir haben wirklich, holzmäßig sind wir auch sehr gut dran. Uns fehlt einfach jetzt im Allgemeinen einfach noch ein bisschen mehr Bruchstein. Und für das können wir ja dann eben sorgen, dass wir da eine eigene Mine machen. So, jetzt gehen wir zuerst mal bei unseren Hühnchen Hallo sagen. Salut zusammen! Mal schauen, ob es da sogar schon Eier drin hat. Nein, noch keine. Da drinnen auch nicht. Okay, also da drinnen haben sie wirklich noch nicht grosse Eier gelegt. Aber wir können jetzt gerade mal schauen. Wir haben jetzt nochmal 5 Eier, dass wir da die mal schnell... Da... In der Hoffnung... Nein, ist kein einziges rausgekommen. Ach, schade. Von 5 Eiern kein einziges Hühnchen. Jetzt gerade wirklich schade. Jetzt habe ich mich schon drauf gefreut. So, unser Zeug hier ist nicht weiter gewachsen und es sieht eigentlich ziemlich schmackhaft aus. Wir haben sogar vor dem Abend noch geschafft, hinzukommen. Was ziemlich nice ist. Was mir noch gesagt worden ist, auf was ich muss achten muss, das kann ich jetzt aber gerade mal schon machen. Nein, ich habe keinen Platz im Inventar, ich habe ein bisschen Platz im Inventar. Ich muss da unbedingt noch schnell eine Reihe an Erde wegnehmen. Und zwar hat das den Grund, und das habe ich nämlich nicht gewusst, dass Füchse meine Hühner würden jagen. Und dass die dann eigentlich da könnten über den Zaun drüber gumpen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das noch bekomme. Nein, ich bekomme es nicht mehr noch.
Okay, doch, ich will es noch anbekommen. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir da sogar nochmal eine Reihe wegnehmen. Können wir ja... Nehmen wir da nochmal schnell so eine Reihe weg, damit wir wirklich keine Chance hätten, über den Zug drüber zu kumpen. Das wäre natürlich am praktischen. Dann könnte man das etwa so lassen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, jetzt haben wir mega viel Erde eingesammelt, aber noch ein paar Weizenkörnchen, weil die können wir sonst gerade mal noch schnell verfüttern. Warte, dann rühre ich schnell einfach den Ofen raus. Dann können wir da schnell unsere Weizenkörnchen einsammeln. Das sind nicht viel, aber wenigstens etwas. Dann können wir die gerade mal noch schnell unsere Chicken verfüttern. Wo sind die jetzt an? Sind die alle da drin am Hängen? Ja, nice. Alle zusammen. Warte jetzt. Zack. Sind nicht viel, aber ein bisschen etwas. Nein. Da rein füttern ist ein bisschen blöd. So. So, jetzt machen die Liebe. Liebe. Und es gibt ein neues Chicken. Nice. Aber da drinnen ist schon nichts gelandet. Ich hoffe wirklich, dass das da funktioniert. Ah, da haben wir noch das Ei. Aber ist keins rausgekommen. Okay. Ist leider keins rausgekommen. Ah, da haben wir gerade nochmal eins. Wieder keins. Das ist eine Hühnli-Farm. Du kommst dann schon in deine Farm über abfahren. So, und dann haben wir jetzt schon mal wieder ein Hühnli mehr. Schnell raus, bevor die mir dann anlaufen. Dann gehen wir nochmal schnell unseren Ofen einsammeln, weil den können wir ja dann auch da bei unserem Gebäude einplatzieren. Sieht halt vom Weg her ein bisschen blöd aus. Ja, das sieht ein bisschen blöd aus. Ich muss den Weg dann mal noch schöner können gestalten. Aber dann muss sowieso die Erde mal zuerst noch zuwiesen werden. Da auch unbedingt, damit ich das mal schöner machen kann. Aber ich wollte ja jeden Steinboden machen. So, wir haben Abend. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz schnell pfüseln. Gute Nacht miteinander. Guten Morgen, guten Morgen. So, jetzt haben wir ja da nochmal einen Öfen bekommen. Den können wir jetzt eigentlich einfach mal da schnell da oben draufstellen. Wenn wir sowieso genug holen, dann können wir dann nämlich mehrere Sachen gerade gleichzeitig glühen lassen. So, dann haben wir wieder ein paar Herdäpfel. Dann können wir gerade das Fleisch noch machen lassen. Und dann gehen wir mal schauen, dass wir unsere Sachen noch einsortieren. Das Eisen lasse ich jetzt mal noch schnell da unten, das was fertig ist. Sonst brauche ich da gerade nichts. Und dann wir den Rest mal schnell da oben gerade verräumen. Also essentechnisch sind wir sehr gut dran. Muss ich jetzt gerade mal sagen. Holz können wir gerade mal schnell da anrühren. Erde gehört eigentlich nicht da rein. Das kommt da ganz innen rein. Erden und Sand. So. Nice. Da unten kommen Steine rein, die wir noch da schnell schön rein platzieren. Also wir haben schon mal einen Teil an guten Bruchsteinen gesammelt. Wir haben sogar ein paar andere Steine parat, was natürlich ziemlich praktisch ist. Dann brauchen wir da, haben wir noch... Nein, nicht da, sondern da ist das. Genau, die kommen da rein. Spezielle Sachen würde ich jetzt nämlich auch da noch schnell unsere Ranken dazu zählen. Mit denen müssen wir dann eben schauen, wie wir das genau machen. Da haben wir dann noch Diamanten, Smaragd, die da noch reingehören. Der Bambus ist eigentlich auch etwas Spezielles. Zuckerrohr müssten wir eigentlich da innen rein tun. Da haben wir schon 18 Zuckerrohr, da können wir wirklich schauen. Aber komm, die nehme ich gerade noch mit, dann kann ich da noch schnell verfüttern. Zuckerrohr müssen wir dann schauen, dass wir das dann auch mal irgendwann noch abpflanzen. Mit denen können wir ja noch Goldäpfel machen. Knochenmehl können wir auch noch gut gebrauchen. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr, was ich glaube würde da lassen. Ausser unser Beck könnten wir aber noch bei Spezial rein tun. So, den Rest würde ich gerne bei mir behalten. Und der Banner, der ist auch etwas sehr Spezielles. So, dann machen wir lieber so. Und dann denke ich, dann sollte das gut klappen. Die Werkbank nehmen wir jetzt gerade mal schon mit, wenn wir dann unsere Mine bauen, dass wir gerade vielleicht noch ein paar Sachen könnten bauen, wenn wir sie bräuchten. Dann müssen wir da nicht extra nochmal irgendwie die ganze Zeit da reinlaufen. Und dann würde ich jetzt sagen, jetzt gehen wir zuerst mal nochmal unsere Hühnchen füttern. Da hoffe ich, dass wir noch ein paar mehr bekommen natürlich. Aber warte, ich muss das wegnehmen, sonst wollten wir da noch anlaufen. So, dann können wir dich füttern, nein, das geht nicht. Dich können wir einmal füttern, dich können wir nicht füttern. Es fehlt ein Huhn. So, dich haben wir gefüttert. Gibt es jetzt dann nochmal ein Kind oder muss ich immer zwei füttern für das? Wie gross? Wie gross? Ich warte jetzt immer, ob er gross wird oder nicht mit der Zeit, aber wie es aussieht, nicht wirklich. Was macht denn da? Wo ist denn da das andere Huhn? Das chillt einfach sein Leben da. Das will raus. Gefällt es dem nicht da, hä? Komm, dann geben wir die letzten Weizen dem. Da vielleicht wird er ein bisschen grösser. Dann kann er uns ja schon mal Eier legen. Hä? Hättest du wohl wollen? Ja, ich mache euch dann da nochmal ein bisschen mehr Planschbecken hin und so. Aber im Großen und Ganzen finde ich da eigentlich die Farm eigentlich cool. Und da unten sollte ja eigentlich alles stimmen mit den Verbindungen, oder? Dass jetzt da Eier rein würden gehen. Ich hoffe es aber schon. Aber wir haben es ausprobiert, eigentlich sollte das schon gehen. So, dann würde ich jetzt mal schauen. Wir wollen eine Mine bauen. Jetzt brauchen wir aber wirklich einen schönen, guten Platz. In die Richtung würde ich mehr eigentlich meine Farmen bauen, weil da hinten haben wir auch wirklich mega viel Platz und mega viele Tierchen, die wir dann gerade könnten einplatzieren. Dann würde ich da hinten eigentlich mehr unsere Farm bauen. Das heisst, wir würden mehr in die Richtung gehen.
Wenn nicht sogar einfach gerade daneben dran. Nein, da hinten wäre blöd, wenn wir jetzt einfach da eine Mine anbauen. Wir müssen uns jetzt ein schönes Plätzchen mal schnell suchen, wo ich da gerne meine Minen anpflanzen, meine eigenen. Weil da drauf kommt ein riesen Projekt, das weiss ich jetzt schon. Da haben wir halt viel Löcher und Wasser. Und wenn, dann müssten wir sowieso ein bisschen Ebene machen. Eigentlich könnten wir es gerade da oben drauf irgendwie bauen und dann da abwärts. Platz suchen ist gerade ein bisschen schwierig, finde ich. Ausser wir wollen es da drauf bauen. So neben unserem Haus, unsere Mine. Das wäre vielleicht etwas, dann würden wir da rauskommen. Da. Ja, aber dann muss ich extra raufgehen, um wieder runterzugehen. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Die Frage ist, ob ich die ganze Erde da schnell abbaue. Es dauert halt ein bisschen einen Moment, aber... Ach komm, weißt du was, wir machen das. Wir machen das. Dann bauen wir da jetzt einfach mal ganz komplett eigentlich mal alles ab, was wir brauchen, dass wir einen schönen, flachen Platz haben. Das gehört leider auch ein bisschen zu Minecraft dazu, dass wir uns jetzt dem ein bisschen stellen, dass wir jetzt einfach komplett, weiss nicht wie viel abbauen müssen, aber dafür haben wir noch wirklich einen wunderschönen Eingang, wo wir unsere Minen machen können. Dann bauen wir die wirklich jetzt eigentlich gerade nebendran an. Und dann haben wir nämlich auch die Umgebung ganz ein bisschen flächer und schöner gemacht, was ich natürlich dann auch toll finde. So, das wird ziemlich viel Erde, die wir da glaube ich abheben, wenn wir dann da mal durch sind. So. Hier kommt nämlich auch schon Stein führen, was dann ziemlich praktisch ist. So, jetzt ist die Frage, wie viel ich abheben will. Jetzt ist die Frage, wie viel ich abheben will. Eigentlich so bis da etwa schon fast, hä? Machen wir mal bis da. So, machen wir einfach mal bis da. Da können wir da drüber noch ein bisschen Stein führen, dann mache ich dann gleich den Schluss. Okay, nächste Schaufel. Wie viel Erde haben wir schon? Ja, da kommt wirklich einiges an Erde zusammen. Schon wir uns überlegen, ob wir sogar Diamantschaufeln machen, damit wir da ein bisschen schneller voran kommen würden. So, alle miteinander. Ihr dürft gerne in das Loch hineinkommen. Bumm. Nice. Perfekt. Danke vielmals. Das hat sich gerade mega gelohnt, dass ein paar Creeper kommen. Jetzt muss ich nämlich weniger abbauen. Das finde ich natürlich auch ziemlich flott. Jetzt sind es halt ein bisschen tiefer, als wir wollen, aber das ist ja kein Problem. So. Dann heben wir da einfach mal weiter ab. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass das dann ein bisschen schön aussieht am Schluss. So. Also ich habe schon viel Mühsames gemacht in Minecraft, aber das finde ich, irgendwie gehört einfach dazu, gell? Wenn wir jetzt da mal tonnenweise Erden abheben, dass wir mal eine schöne gerade Ebene bekommen. Aber ich glaube aber am Schluss lohnt es sich dann wirklich, weil wir dann einfach gerade da wirklich wunderschön können eigentlich drauf bauen. Also wir können jetzt da eher dann wirklich eine wunderschöne Mine drauf bauen. Also ein Häuschen bauen, wo wir dann einen Minenschacht machen, der gegen oben geht. Und dann können wir dann wirklich alles ein bisschen zusammenfarmen. Ich glaube, das wird nämlich auch noch ein cooles neues Projekt sein. Für das will ich jetzt nicht unbedingt gerade noch auf kreativ stellen, weil ich finde, das ist jetzt nicht gerade so ein riesen Projekt. Das Erdabheben, finde ich, kann man wirklich ein bisschen machen. In dem Moment, wieso hat es jetzt da so viele Creeper umeinander? Komm näher da rüber. Näher da rüber. Ja. Moin. Danke vielmals. Ein grösserer Teil von der Arbeit hat es uns gerade schnell wieder abnehmen. Das finde ich doch schon ziemlich gut. Ich habe noch nie so praktisch Creeper einsetzen. Also einsetzen. Kann man jetzt noch nicht, wie man will, oder? Aber fragt mich sowieso, warum da so viel rumschleichen. Und dann Lölis. Wahrscheinlich, wenn sie an meine Hühnli-Farm an, wenn ein paar Hühnli nerven. So, da, ab mit dem Zeug. Wahrscheinlich wird nachher unser komplettes Inventar voller Erde sein, wenn ich jetzt das mache. Aber dann müssen wir nie Angst haben, dass wir zu wenig Erde haben. Dann müssen wir nie Angst haben, dass wir zu wenig Erde haben. Wie viel haben wir schon? Wahrscheinlich schon etwa 3 oder 4 Stacks voll. Wow, sogar viel mehr. Okay. Aber wir kommen ganz langsam vorwärts. So. Bis wo haben wir gesagt? Etwa bis da, oder? Ja. So. Let's go! Wir haben es fast geschafft.
Aber mit dem Dreck. Aber mit dem Dreck. So. Nein, viel ist es jetzt wirklich nicht mehr. Viel ist es wirklich nicht mehr. Da hinten schauen wir dann, dass wir da noch sowieso das ein bisschen einheitlich machen. Gut, vielleicht tun wir einfach die Erde dann noch wegnehmen irgendwie. Das schauen wir uns nachher mal noch an, wie das dann im Gesamten aussieht. Da muss ich schauen, wenn ich das genau machen mit dieser Mine. Wo ich so ein kleines Häuschen bauen, wo ein Weg gegen oben geht. Am besten wären eben Zugschienen gewesen. Darum habe ich mich eigentlich auf den Weg gemacht zum Zugschienenposten. Zum Zugschienenversuch in so einer Mine. Weil ich mir gedacht habe, ja weisst was, eben, dann kann man da schauen, dass man irgendwie eben so mit einer Zugschiene gegen oben fahren kann, dass man dann da nicht unbedingt alles machen. Aber es nimmt schon mal Gestalt an den Platz da rein. Also man könnte da sicher schon mal langsam etwas anfangen drauf bauen. Aber da fehlt noch einiges an Dreck, das wir wegnehmen müssen. So, dann muss ich noch schnell auf etwas achten. Und zwar ist mir gesagt worden, ich soll mein Haus besser ausleuchten. Das machen wir doch gerade mal schnell. Dass da keine Monster spawnen. Das ist mir halt noch gesagt worden, weil es da ein bisschen nicht so hell war im Gesamten. Jetzt haben wir wieder ein bisschen etwas Eisen zusammen. Das ist schon mal ziemlich nice. Wir brauchen sicher nochmal 2 Schaufeln. So, das Eisen verräumen wir noch schnell mal da unten. Die Erde lassen wir mal noch kurz im Inventar, oder wenn wir die gerade mal schnell oben verräumen gehen. Komm, gehen wir die gerade verräumen. Dann haben wir sicher Platz, weil ich weiss nicht, wie viel ich im Gesamten jetzt wirklich abheben will. Von dieser Erde, dass das einigermaßen flächer aussieht. So. Da noch ein Block. So. Da ist unser Glas, Sand und so. Granit und das Zeug, das können wir jetzt eigentlich alles mal noch schnell im Inventar behalten. Jetzt haben wir sogar gerade wieder Schwarzpulver bekommen, was ziemlich nice ist. Wir haben noch ein paar Körnchen, die können wir gerade verfüttern. Aber wisst ihr was? Ich persönlich will sagen, weiter Erden abfarmen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, Runde Minecraft mit dem Schweizer. Ich denke, wir sollten sicher gut weit kommen. Wir sollten in der nächsten Folge genug Erde können abfarmen und dann langsam anfangen, unsere Minenschaft zu machen. Also schauen, wie wir das genau machen. Ich kann mir ja auch noch ein bisschen etwas überlegen. Aber ich würde mal sagen, danke vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde Minecraft mit dem Schweizer. Danke vielmals und ciao.